Weiter geht's im Jahr 1931. Und zwar mit einem kleinen und traurigen Liedchen. Wieso nur? Der arme Danny ist ja ganz traurig. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig und auch ein bisschen zornig. Und zwar deswegen, weil dieser Part... Martin, was machst du da? Weil dieser Part wieder mal ein Fiasko ist, könnte man sagen. Und zwar, wie bereits bei The Last Story, habe ich auch hier irgendwie die Datei mit meiner Stimme darauf verloren. Ja, diesmal ist zwar meine Schuld, aber was soll's, ja. Und deshalb muss ich auch diesen Part nachsprechen. Bin mal gespannt, wie das schon wieder ging. Nun, was die Probleme angeht. Ja. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs, als plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Tölpel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern 2 Weltraumautos auftauchten und ihn mir wegschnappten. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachten, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Betty verlassen hat. Sie glaubte, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit ihr. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Na, das war ja klar, Harry. Oh mein Gott, gibt da ist ein er echt am Geheimnis? Arsch und Welches? dann... Hör zu, ich mag dich, aber ich bin nicht in der Stimmung, Geheimnisse auszuplaudern. Solltest Und du dann Tandy so etwas, verhaften? ja. Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Also, ich mag die Bar. Also, wenn ich ihn verhafte, muss ich auch dich, mich und alle anderen hier verhaften. Es ist zu viel Arbeit für einen einfachen Polizisten. Und vor allem für einen betrunkenen und faulen Dann Polizisten, bis später, wohlgemerkt. Danny. Ich bin hier. Ach Leute, einen Part nachzusprechen, wo die anderen dauernd reinquatschen, ist echt mühsam und stressig, vor allem wenn Trixie dauernd reinsingt. Ja, hat er gesagt, geheimnisvolles Lied, wa? Marty, schwing die Hüften. Komm schon, Baby. Mann, da vorne! Alter! Ja, nicht dauernd umdrehen, bringt auch nichts. Geht doch. Wo geht denn der jetzt hin? Michael! Oh nein, jetzt nicht die. Die Spitzmaus hat nicht tief genug gegraben. Schachbrett, Ja. Charlie. Vom Brett genommen. Wurde wohl geschlagen. Sieht aus, als würde bald noch jemand Teil von Tennants Ehrengalerie werden. Vom Brett geschlagen, der war aber echt trocken, hey. Gut, ja, wie geht's jetzt weiter? Beziehungsweise, was wollte der hier, der Michael der aus der Vergangenheit hier überhaupt? Der Michael aus dem Jahr 1930? Weil der Michael aus 2012, der weiß es nicht mehr. Ja. Jetzt kann ich auch mal die Sprüche machen, wollte ich gerade sagen. Okay. Wissen Sie, was Sie Text. prima singen könnten? Diesen Song Sprich von das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Toi, toi, toi. Danke. Ja. 3-mal Toy ist immer gut. Bringt Trixie und Arthur zusammen. Ob das so eine gute Idee ist? Naja. Gut, suchen wir Arthur. Ne, geht ja nicht. Wir werden gleich erschossen. Pff. Okay. Wir brauchen Noten. Ich brauche eine gute Note. Eine 6 wäre jetzt gut. Eine 6. Also natürlich eine 6 im schweizerischen System, nicht wahr? Weil in Deutschland wäre eine 6 das Schlechteste und 1 das Beste und bei uns ist es genau umgekehrt. Gut, was spielt er jetzt? Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. Cheers. Whisper in my ear, so no one can hear. Secrets are for sharing love, they're not meant
for blaring love whisper in my Ah. ear, so no one can hear. Shh. Whisper in my ear, let me read you soft and clear. Ja. Also eins muss ich Trixie lassen, sie sieht heiß aus und sie kann singen. Wäre eigentlich noch eine gute Partie, wa? Danny. So, Danny, wie sieht's aus? Ja, ich. Wieder mal. Immer noch. Wer auch immer. Was das Geheimnis angeht. Geheimnis. Oh ja, mein Geheimnis. Gut, du bist mein Freund, dir kann ich dir sagen. Aber verrate es niemandem. Ich arbeite seit über einem Monat für Tennant. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann kümmert sich Tennant darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Gutes Geschäft, hä? Nö. Nein, kein gutes Geschäft. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird, warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Eine typische Grauzone, würde ich mal behaupten. Ja, weiterklicken. Hallo, Maike, geht doch, komm schon. Aber da kommen Leute Alter. zu Schaden. Kid ist ein Killer. Ach, das sind nur Gerüchte und falsche Beweise. Obwohl, die Irrengalerie ist schon ziemlich gruselig. Oh Gott, das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich ihr etwas Geld gebe, würde Betty mich zurückwollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Und vor allem, was haben wir gerade getan? Ups. Das ging wohl nach hinten los. Scheiße. Komm schon. Klick mal drauf. Kann ja wohl nicht so schwer sein, ey. Komm schon, Danny, reiß Komm dich schon. zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm. Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so schlimm? Naja, Ich weißt weiß, warum du du. Tennant nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Bingo! Na toll. Und jetzt? Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott! Ja. Ich fürchte, Gott kann ja auch nicht helfen. Such den Psychiater auf. Ach ja, wohlgemerkt, wir sind hier im Jahr 1931 und hier gab es bereits Psychiater. Ob das wirklich so ist? Naja, ich kann das nicht so beurteilen. Aber schon gut möglich. Hat sie vielleicht noch irgendwelche Hinweise? I don't care. Zorniges Lied? Nee, zorniges Lied ist gar keine gute Idee. Gar kein gutes Lied. Lustiges Lied, na klar. Hä? Ain't we got fun? Was soll denn das sein? Dick und doof sicher nicht. Every morning, Cool. every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The roads are Untertitel, hallo. paved, dear, we have a bus, but Grins, it's grins. late, dear, for Ah. people like us. In the winter, in the summer, Du, 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 don't we du. have fun? Ja, ja, bereits hier war Musik sehr wichtig. Glaub Gut, also, wie geht's weiter? Alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Guter Hinweis, Martin, Pass auf guter dich auf, Hinweis. Oh Gott! Ja, oh Gott, oh Gott. Als ob der ihm noch helfen Gehst könnte. hier nicht weg, bis Ja, ich ich weiß, geh was nochmal, mit ja. dir nicht stimmt. Bist du wirklich an Valenti? Ups. Haben wir vielleicht noch etwas? Ich schieß dich ab, Alter. Ist das echt? Die Feuerzeugspistole. Ich habe hier etwas, das dich vielleicht überzeugen könnte. Keine Bewegung. Das ist Ups. keine echte Knarre, ich Scheiße. schwör's dir. Sieh mal, die ist ein Geschenk von Don Valenti. An deine Familie von meiner. Aus Dankbarkeit für deine fortwährenden Dienste, J.J. Valenti.
Sieht aus, als wäre der kleine Mickey Corleone hier wirklich bei der Aktion Sacramento dabei. Du hast Mumm, Kleiner, das mag ich. Gönn dir einen Drink, geht aufs Haus. Matches, Knarre runter. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Oh, na Knurr wie ein Bulldogger. Er ist ein Vollidiot. Ich zeig dir gleich, was du für ein Würstchen... Ja. Das ist ein typisches Beispiel für ein Würstchen, aber egal. Ciao, du Mini-Würstchen. Ja, voll durch die Tür gelitscht, auch nicht schlecht. Er ist wieder da. Arti! Wieso ist er wieder da? Und wie kriegen wir ihn jetzt? Wie geht? Ja. Toller Kommentar. Ein bisschen Müll und schon. Ihr geht? Wie ein altes Hausweib. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Arti, wo bist du? Da ist der Doc. Vielleicht brauchen wir ja seine Hilfe. Oh, und da ist Edna. Oh, jetzt muss man ein bisschen vorsehen, hey. Jetzt muss ich aber aufpassen. Vor allem frage ich mich gerade, wo ist wohl unsere andere Marty-Version? Die müsste auch noch irgendwo hier rumstiefeln. Ah, nee, bin ich ein Trottel. Das ist schon längstens weg. Die ist wieder zurück im Jahr 1986. Also ist auf dem Weg dorthin. Ich gerade mit der Zeit. Nee, jetzt bin ich komplett falsch, oder? Wir sind doch jetzt 2 Monate später. Hey Doc. Oh Leute, Ein bisschen komplett- sauberer, als man es von so einer Absteige mitten in der Depression erwarten würde. Wie laufen die Ermittlungen? ja, komplett in einer anderen Zeitlinie Doc, gefangen. Parker Egal. geht es schlechter, als wir dachten. Wir haben sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass Jennifers zukünftige Großmutter ihn verlassen hat. Ich weiß. Marty, es ist Nö. jetzt wichtiger denn je, Parker wieder auf Was den gerade? richtigen Weg zu lenken. Wenn Jennifer nicht geboren wird, muss ich dich nach 2015 schicken, um deine Kinder zu retten. Und dann wird der alte Biff Ein nie... Paradoxon, ich verstehe. Verflixte Straps, ey, hat mir doch glatt die Aufnahmen versiebt. Ah. Scheiße. Gut, weiter im Text. Ich sag den Text. Klicken. Wo Ein hast du Finger. den DeLorean Hallo? geparkt? Ich habe ihn auf dem DeSoto-Grundstück sicher versteckt. Heutzutage kauft doch sowieso niemand Autos. Du musst es ja wissen, Alter. Doc, wir müssen Artie Wen? finden. Mein Großvater. In der Straßenbahn für nur eine Sekunde. Warum? Wir müssen ihn finden. Sie glaubt, dass sie etwas hat, das Kid in den Bau bringen könnte. Aber Artie ist der Einzige, der ihr das mit Sicherheit sagen kann. Ich glaube, er ist ihr Lehrer oder sowas. Ah, das ist also die Verbindung. Als dein Großvater für 2 Monate aus Hill Valley verschwunden ist, zerriss es das Band zwischen ihm und Miss Trotter. Und es entstand eine Zeitachse, in der Trixie Tannen nicht mehr reinlegen konnte. Ja? Wir müssen deinen Großvater finden. Einfacher gesagt als getan. Irgendeine Spur von Artie? Hab ihn noch nicht gesehen. Hey, wer hat eigentlich Tennants Flüsterstube abgefackelt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich würde das gerne noch herausfinden. Ich hab's Sie das haben mir Gefühl, nie das gesagt, werden warum wir genau noch. Sie ins Jahr 1931 zurückreisen wollten. Das ist meine Sache. Wenn es vorbei ist, erzähle ich dir alles. Daran werde ich Sie auf jeden Fall erinnern. Ja, und wir werden es auch tun, Können Sie das Freunde. Wir erklären? werden es auch Ich bin tun. verwirrt. Alles ganz einfach. In der eigentlichen Zeitachse, der Zeitachse A, wurde der Brandstifter der Flüsterstube nie geschnappt. Und zu einem Mysterium von Hill Valley. Okay. Als ich nach 1931 zurückkehrte, habe ich die Zeitachse B erschaffen, in der ich für den Brandstifter gehalten und folglich von Kid Tennants Schlägern getötet wurde. Einstein kam mit mir und war dann irgendwie im DeLorean, als der Notmechanismus auslöste und ihn nach 1986 Hier geschickt. komme ich ins Spiel. Präzise. Du bist am 14. Juni 1931 zurückgereist und hast Zeitachse C erschaffen. Eine Welt, in der Carl Sagan nicht von Kid Tannen ausgelöscht wurde, Arthur McFly jedoch eine Vorladung bekam. Und von Kid Tennants Männern niedergeschossen wurde. Ja, also bist du 6 Stunden in der Zeit zurückgereist, hast Zeitachse D erschaffen, das Leben deines Großvaters gerettet, aber Kid Tannen irgendwie vor seiner Verhaftung bewahrt. Was erklärt, warum die Tennants so mächtig waren, als wir ins Jahr 1986 zurückkehrten. Also sind wir jetzt zurück im August 1931 und erschaffen Zeitachse E, in der wir hoffentlich Tannen ins Gefängnis stecken, wo er hingehört. Verstanden? Klar. Gut. Eine Frage. Was? Können Sie das erklären? Ich bin verwirrt. Na, Marty, so schwierig war es nun auch wieder nicht.
Was ich mich allerdings frage ist, ob es wirklich bei Zeitachse E bleibt, weil das spielt doch insgesamt 5 Teile, also dürfte da F, G und H auch noch folgen, schätze ich mal. Und vor allem, ja, klick mal schnell Dann drauf, bring kann ich ich mal besser den weitererzählen. Lauf der Geschichte in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Vor allem, was mich interessiert ist, wieso weiß Doc, dass die Zeitachsen, die er zurückgekehrt ist, beziehungsweise halt in die Zeit und er dadurch Zeitachse A erschaffen hat, wieso das Zeitachse A sein soll. Könnte doch auch sein, dass er irgendwie Zeitachse C erschaffen hat und nun alles irgendwie ein bisschen verschoben wurde. Dass diese Wissenschaftler immer gleich am Anfang des Alphabets anfangen Mike, müssen. gerade Nur gut, rechtzeitig. Hier, er kann es ja gar nicht halt das. besser wissen. Wie ist es dir ergangen? Da fragt man sich wirklich... Seit Monaten nicht gesehen. Großartig. Und alles nur dank... Wirklich? Ja, der Streit mit meinem Vater während unseres Raketenbohrer-Experiments hat mir endlich den Anstoß gegeben, beim Gericht zu kündigen. Jetzt kann ich mein Leben der Wissenschaft widmen. Ja, freut mich ja für dich, aber eigentlich wollte ich auf etwas anderes hake das hinaus. auf Und Einstein zwar, aufgepasst, nein, als nicht ich das. Weg war. Es war mir ein Vergnügen. Er war eine sehr bereitwillige Testperson. Beinahe, als hätte er schon Jahre mit mir zusammengearbeitet. Eher Jahrzehnte. Ja, wohl eher. Was hat es mit dem kleinen Auto und der Ausrüstung auf sich? Einstein und ich machen ein paar Experimente mit diesem maßstabsgetreuen Modell, um bis zur Hill Valley Expo in einigen Monaten die letzten Fehler zu beheben. Ein ferngesteuertes Auto? Nein, eigentlich doch, aber es wird viel mehr sein als das. Die Welt wird darüber staunen. Aha, ich hab's. Was? Ich zeig es dir. Bist du startklar, Einstein? Sieh her! Nicht zu mir, zum Auto! Zum Auto! Wenn dieses Ding 37 Kilometer pro Stunde erreicht, wirst du deinen Augen nicht trauen. Das fürchte ich auch. Einstein! Bring da raus! Keine Panik, ich habe irgendwo einen todsicheren Auswurfmechanismus. Siehst du? Kein Grund zur Sorge. Sicher? Mal sehen, ob ich etwas Hilfreiches finde. Oder jemanden. Hund auf dem Dach, Hund auf dem Dach. Ruft mal jemand die Feuerwehr. Keine Sorge, Emmett. Ich bin mir sicher, du kriegst es noch hin. Darum mache ich mir keine Sorgen. Einstein ist das größere Problem. Kannst du nicht Ach, ins Gericht keine Sorge, das gehen und schaffen wir schon. Einstein holen? Wenn ich meinen Job als Beamter noch hätte, sicher. Aber in letzter Zeit sind viele Beweismittel verschwunden, also haben sie die Schlösser ausgetauscht. Nun ist es sicherer als der Geldbeutel meines Dads. Und das will was heißen. Gibt es keine Feuerleiter an dem Gebäude, die wir nehmen könnten? Sie haben die Leitern entfernt, nachdem einige 1929 gesprungen sind. Wegen der öffentlichen Moral, hieß es. Ja, was ich aber eigentlich noch sagen wollte, war... Ich bin mir nicht sicher. Sobald wir Einstein darunter geholt haben, suche ich es. Was läuft zwischen dir und Edna? Vor ein paar Monaten hätte ich schwören können, dass sie dir schöne Augen machten. Das war bevor mein Vater ihren Finger vom Fuselverband rausgeworfen hat. Jetzt lässt sie keine Gelegenheit aus, über mich und meine Arbeit herzuziehen. Das ist wirklich nervig. Weißt du etwas über Officer Dennis? Mein Beileid. Pa sagt, er ist ein guter Kopf, wenn er nicht trinkt. Gut. Natürlich, er trinkt in letzter Zeit scheinbar ständig. Schlecht. Was hat sonst noch alles? Ich würde gerne zur Zeitachse Weißt du F etwas über zurückreisen, Trixie wo wir Trotter? eigentlich sowieso Der noch sind. Singvogel Nee, aus mir den auch nicht, aber egal. Sierras? Die Nachtigall des Nordens? Das Flittchen der Foothills? Nie von ihr gehört. Und ich bin auch nie in Tennants Bar geschlichen, um ihr zuzuhören. Ja, Warum gehst du nicht wie bereits erwähnt, ich würde... Und lassen Heidi auf dem Dach sitzen? Niemals. Hunde sind viel wichtiger als so ein blödes Raketenauto. Besonders eins, das nicht funktioniert. Ja, Ich wann gehe dann dann? mal. Vielleicht finde ich Hilfe. Tu das. Ich bleibe hier und überlege, Beim wie alten ich Doc Andi nämlich, runterbekomme. Gut, was ich eigentlich ursprünglich mal sagen wollte, jetzt endlich mal zum Punkt kommen kann, hoffe ich doch mal.
Und zwar ist es das, dass wir ja irgendwann bei Zeitachse E oder so, also sprich kurz vorhin, habe ich etwas angesprochen in Zeitachsen und so. Und zwar frage ich mich, wie viele Zeitachsen existieren wohl wirklich insgesamt in allen Universen? Ja, eine Frage, die wohl nie beantwortet werden kann, außer vielleicht Hey Doc, ich könnte Kronus etwas kann sie Hilfe uns gebrauchen. beantworten. Wo liegt das Problem? Aber dass der so gesprächig wäre, ist mir neu. Gut. Wo war's denn? Wo ist denn? Diese Ja, da Zeitreiserei müsste es sein. verwirrt mich noch ein bisschen. Mach dir keine Sorgen um diese Zeitachse. Konzentrier dich auf Miss Trotter und Officer Parker. Wieso wusste ich nicht, dass ich heute Abend Ihrem jüngeren Ich begegnen würde? Weil ich mich nicht erinnere, heute hier gewesen zu sein. Offensichtlich hat ein Treffen mit meinem jüngeren Ich vor 2 Monaten meine persönliche Zeitachse etwas verschoben. Ich konnte nie öffentliche Experimente durchführen, so wie er. Aber das macht nichts, solange ich mir Frankenstein ansehe. Frankenstein? Ja, gerade experimentiert mein jüngeres Ich da unten mit Raketenantriebssystemen herum, die er dann auf der Expo demonstrieren kann. Der Anfang deiner Karriere als Wissenschaftler. Genau, jetzt sind die Raketen eine fürchterliche Idee. Und ich werde bald herausfinden, dass sie nie funktionieren. In ein paar Stunden gehe ich also in das Kino und sehe mir Frankenstein an, um den Kopf frei zu bekommen. Ich habe die Eintrittskarte von diesem Film schon über 70 Jahre in meinem Geldbeutel hier. Wieso? Weil ich während dieses Films die Eingebung für meinen Durchbruch bei der Expo haben werde. Das hat doch nichts mit der Wiederbelebung von Toten zu tun, oder? Natürlich nicht. Erinnerst du dich an die Szene in der Colin Clive mit dem Messer? Egal, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich mir diesen Film ansehe. Ja, wenn er aber vor Dann 70 bring ich mal Jahren besser im den Lauf der Kino war, Sei vorsichtig, Marty. wieso hat er dann die Eintrittskarte immer noch bei sich? Die muss man doch eigentlich zu Beginn der Vorstellung abgeben. Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Mysteriöse Sache. Wo liegt das Problem? Na wobei wohl. Dein Hund! Emmett hatte kein Glück damit, Einstein vom Gerichtsgebäude zu holen. Das überrascht mich nicht. Eine ist ein schlauer Hund, aber er hat Höhenangst. Was kann man da tun? Ich hab's. Was? Lenk einfach mein jüngeres Ich ab und ich übernehme den Rest. Ja, nichts einfacher als das, wa? Dann bringe ich mal besser den Lauf der Wenn Geschichte denn? in Ordnung. Sei vorsichtig, Marty. Sind wir doch immer. Fast immer. Ja, und vor allem wieder mal nichts durcheinander bringen, wa? Weil sonst erschaffen wir mal ganz kurz im Vorbeigehen Zeitachse F und die ganze Kacke ist am Dampfen. Da sind wir berüchtigt dafür. Was macht Emmett da? Hallo, ich bin der Hampelmann. Na egal. Ablenken, genau. Die Frage ist bloß wie, oder? Und vor allem, ob wir das noch in diesem Part schaffen. Ich habe gerade die Uhr nicht so gut im Kopf. Muss mal kurz schauen. Ja, ist bald vorbei, wa? Ja, 10 bis 20 Sekunden schätze ich mal. Gut, Leute, wie es weitergeht, das würde ich mal sagen, sehen wir in der nächsten Folge, oder? Beziehungsweise ihr seht und hört es. Was ich damals gemacht habe, weiß ich nicht mehr, aber sei es drum. Es geht weiter, spannend in der Zeit mit Zurück in die Zukunft. Ciao zusammen. Juhu!